Guten Morgen miteinander. Es ist eine Freude, wieder hier zu sein. Und ich bin das Jahr tatsächlich 3-mal da. Also habe ich gedacht, ich mache eine kleine Triologie über das Thema Sehnsucht und werde das Thema definitiv nicht vollends abschließend behandeln, aber eine Facette von dort und eine Facette von dort werden wir garantiert streifen. In das eine Thema ein bisschen tiefer eintauchen, das andere vielleicht nur ein bisschen leicht antippen und gewisse garantiert auch einfach nur sein lassen. Ich möchte dich mit reinnehmen in eine Geschichte, die du zu 200% kennst. Es handelt um 2 Zahlen, und zwar um Zahl Nummer 1 und um Zahl 99. Wer hat schon eine Idee? Niemand? Also jetzt enttäuscht du mich also. Dankeschön. Jemand immerhin. 1. Das 1 haben wir schon, die anderen 99 dürfen jetzt gut zulassen. Nein, ihr kennt die Geschichte. Es war schon mal ein Hirt gewesen. Stimmt das so? Nein, stimmt nicht. Steht so nicht in der Bibel. Es war nur ein Mensch gewesen. Steht das so? Da war ein Mensch, ein Mann, ein Mensch. Anthropos auf Griechisch. Also der Mann hat 100 Schöfli gehabt und am Ende des Tages hat ihm eins gefehlt. Und was er gemacht hat, das wissen wir alle, er hat die 99 einfach sein gelassen, allein gelassen und ist das eine suchen. Und so hart das ist für die 99 Schöfli, die er allein gelassen hat, so glücklich ist das einzige Schöfli, das gefunden worden ist. Und das steht jetzt heute Morgen da. Ich bin gefunden worden von Gott. Ich bin gefunden worden von Gott und es hat mich gar nicht mehr gegeben. Wo es nicht mehr lang weggegangen und es hat mich gar nicht mehr gegeben. Ich bin gefunden worden in einem Moment, in einem Zustand, wo für mich das Ende näher war als der Anfang. Ich bin gefunden worden von Gott in einem Moment, wo ich keine Hoffnung und nichts mehr gesehen habe, was Sinn machen könnte. Jesus hat mich gerettet. Die Tatsache, dass ich da stehe, für die meine Geschichte kennen, die wissen, dass das ist ein Wunder. Also wenn du noch nie ein Wunder erlebt hast in deiner Geschichte, dann siehst du jetzt eins vor dir stehen. Wenn du meine Geschichte nicht kennst, dann kann ich dich nur einladen, im Internet mal zu googlen, meinen Namen, dann findest du garantiert die Geschichte zum Lesen oder auch zum Hören oder Schauen. Und du kannst sie vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen. Gott hat mich gerettet. Gott hat mich aus meiner Verlorenheit rausgeholt. Er hat mich gereinigt, er hat mich gewaschen, er hat mich geschmückt, ja, er hat mich gerönt und er hat mich sein eigenes genannt. Ja, was ist für mich denn von diesem Moment an wichtig gewesen? Ich habe ja gewusst, was für ein schlechter Mensch ich bin. Ich habe gewusst, wie es in mir innen aussieht. Ich habe gewusst, wie es im Römerbrief steht, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Und wie will ich denn vor dem Gott jemals bestehen? Und ich gebe zu, ich habe nicht wirklich verstanden, warum er mich gerettet hat. Ich habe nicht verstanden, wieso er so viel Liebe aufbringen für mich. Aber was ich verstanden habe, ist, dass ich ein guter Christ sein wollte. Und dass ich ihm so viel wie möglich zurückgeben wollte. Und die Bibel lehrt uns so ganz klar, dass wir seine Jünger werden und dass wir ihm nachfolgen sollen. Und es so leben sollen, wie er uns das beschreibt in der Bibel. Übrigens gar nicht so dick, das Buch. Haben wir gelesen? Kennen wir? Nein? Schon? Sind wir noch da? Ja? Die Bibel ist doch unser Fundament. Wie viel Zeit verbringe ich damit? Wie tauche ich in das Wort hinein? Hat das überhaupt eine Bedeutung in meinem Alltag hinein? Lese ich es? Kenne ich es? Durchforsche ich es? Schreibe ich meine Fragen raus? Gehe ich Antworten suchen für mein Leben? Oder ist es einfach ein Buch?
Mit vielleicht 7 Siegel? Mit mehr Fragezeichen als Antworten für mich? Als ich mich für Jesus entschieden habe, habe ich das gemacht, was jeder macht, wenn er ein Buch liest. Das steht da auf Seite 1. Am Anfang, war das Wort. Nein, nicht ganz. Was steht am Anfang? Ich wüsste es auch nicht, das beruhigt mich gerade. Bin ich schon nicht allein. Nein, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, oder? Wir wissen das. Und ich habe verlesen, jeden Tag, Tag. Bis ich nicht mehr rausgekommen bin, 3. Mose. Falls mir das Buch irgendjemals jemand erklären kann, bin ich sehr empfänglich. Dann ist es in die Ecke gewandert. Ja, aber ich habe gleich ein guter Christ sein. Also habe ich gleich weitergelesen, ich habe es noch nicht verstanden und habe mich durchgesucht bis zu den Psalmen. Mit mehr Fragezeichen als irgendetwas anderes. Aber ich habe es gemacht, weil als Christ macht man das. Weil als guter Christ kommt man jeden Sonntag in den Gottesdienst und liest jeden Tag in der Bibel. So bin ich gelehrt worden. Also habe ich das gemacht. Weil ich habe Gott etwas zurückgeben. Ich habe Gott gefallen. Ich habe Gott etwas zurückgeben von dem, was er mir gegeben hat. Die Schuld, die ich gespürt habe, dass er mich rettet, obwohl er eigentlich keinen Grund hat dafür. Dass er mich als gut anschaut oder als schön anschaut oder als wertvoll anschaut, obwohl ich es nicht verdient habe, habe ich ihm etwas zurückgegeben. Und ich wollte so werden wie der Hiob. Hast du schon mal ein Hiob sein? Wieso nicht? Hiob 1, Vers 8, noch nie gelesen. Und Gott hat den Hiob gerühmt und gesagt, hey, schau mal Satan. Siehst du den Hiob? Das ist ein rechtschaffener Mensch. Einer, der es gut tut, der genug Gutes tut und rechtschaffen ist und mir dienen. Hey, genau so wollte ich werden. Ich wollte auch so gelobt werden von Gott. Also habe ich was angefangen zu machen? Ich habe angefangen, für Gott zu dienen. Mit allem, was ich hatte. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern jeden Tag. Ich habe alles gegeben. Ich habe mich angestrengt. Ich habe alles aufgewendet, was ich noch konnte. Und ich habe brutal viel geschafft. Und erreicht. Und erlebt. Ja, habt ihr gewusst, das, was in der Bibel steht, das ist im Fall wahr. Wer von euch hat schon mal einen Kranken geheilt? Nur 2, 3? Okay, wisst ihr es nicht? Wer hat schon mal einen Dämon austrieben? Auch nicht? Nein. Wer hat schon einmal in anderen Sprachen geredet? Und. Es steht in Markus 16, diejenigen, die an Jesus glauben, denen werden folgende Zeichen folgen. Und sie werden Hände auflegen und Kranke werden gesund werden. Zum Beispiel. Ja, das ist wahr. Das steht in der Bibel. Das glaube ich. Ich erlebe es nicht jeden Tag. Aber es ist wahr. Und ich erlebe es immer wieder mal. Aber nicht jeden Tag. Und da steht noch ganz viel mehr drin. Da steht auch noch drin, dass man, wenn man für Tote betet, dass die auferstehen können. Habe ich schon erlebt. Mit Gott kannst du Sachen erleben, das ist gigantisch. Und heute Morgen geht es mir nicht darum, dir aufzuzeigen, was du noch nicht kannst und noch nicht erlebt hast, sondern es geht mir darum aufzuzeigen, dass das Wort hier, Bibel, wo du und ich lege dir das jetzt einfach mal in dein Maul rein, sagst, es ist dein Fundament von deinem Leben. Das Fundament von deinem Glauben, dass das auch wirklich erlebbar ist. Das ist möglich. Das ist möglich. Glaube kann Berge versetzen. Wenn er nur ganz, ganz klein ist. Wahrscheinlich ist unser Glaube viel zu groß, darum glaubt das nicht. Aber vielleicht hast du auch eine andere Erklärung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe mich reingelegt. Ich habe mich ins Zeug gelegt. Und die mich kennen, die wissen, ich mache keine halben Sachen. Wenn ich zu etwas Ja sage, dann sage ich nicht 100% Ja, sondern noch ein bisschen mehr. Warum? Weil ich einfach so gestrickt bin. Weil ich es einfach gut machen möchte. Und ich habe Gott etwas gut machen. Ich habe
Die Schuld, die ich wahrgenommen habe, habe ich wieder herstellen. Ich wollte sie wieder zurückzahlen. Und da drinnen stellt sich doch immer wieder die Frage, für wessen Ehre tat ich das? Mache ich das, was ich für Gott tue, für meine Ehre? Nein, sicher nicht. Natürlich nicht. Ich mache es für seine Ehre. Natürlich. Sagen wir das. Sag ich das. Und das will ich ja auch so. Aber ist es nicht auch so, dass ich zwischendurch vielleicht ganz ein kleines bisschen das auch gerne mache, dafür, dass Gott mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, gut gemacht, Fabian. Du hast wieder eine gute Predigt angebracht. Wir haben alle wieder gelacht und alle gesagt, es sei gut gewesen. Das hast du super gemacht. Mache ich es nicht auch manchmal für da? Suche ich nicht manchmal auch meine Ehre selber? Immer wieder. Meistens. Wenn ich ganz ehrlich bin, schon gar fast immer. Das rühmt mich jetzt nicht so wahnsinnig, ist mir schon bewusst. Weil in der Bibel heißt es doch ganz klar, alles, was ihr tut, tut zur eigenen Ehre. Oh nein, eben nicht. Alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Oder alle Werke und alle Worte, die ihr braucht, sagt sie zur Ehre Gottes. Also ganz einfach zusammengefasst, bevor du das Nächste tust oder das Nächste sagst, überlegst du mal, ob es Gott ehrt oder nicht. Und wenn nicht, dann weißt du schon mal, dass es nicht tun oder nicht sagen sollst. Eine einfachere Anleitung kann ich euch gar nicht geben fürs Leben. Nur leider ist mein Mundwerk, wie du schon gemerkt hast, meistens ein bisschen zu schnell und denkt erst im Nachhinein und dann ist es schon zu spät, dann ist es schon draus und der Mist schon geführt. Dabei bin ich doch aufgefordert vom Timotheus, oder respektive von Paulus an den Timotheus, im 2. Timotheus 2, 21, wenn du es nachschlagen, wenn du eine Bibel hast oder ein Handy, heisst, wir sollen ein Gefäß sein für Gott. Und zwar ein Gefäß, wo Gott brauchen kann. Ein Gefäß, wo Gott ehren. Ein Gefäß, das nicht dich selber groß macht, sondern ein Gefäß, das auf den hinweist, wo der Schöpfer ist. Der Johannes der Täufer hat einmal gesagt, da ist einer, der nach mir kommt. Der ist Christus. Also schaut nicht auf mich, sondern schaut auf den, der nach mir kommt. Das ist der Wichtige und der Richtige. Ich bin nur ein Wegbereiter, ein Vorbereiter. Einer, der den Weg bahnt, dass der kommt, wo der wirklich verdient hat, auch kriegen kann. Jetzt haben wir das wunderschöne Bild gemalt, wie es muss sein. Jetzt könnte man doch aufhören, das ist doch schön, oder? Jetzt wissen wir es wieder. Aber ich bin nicht heute Morgen nicht gekommen, um ein Moralapostel zu sein oder dir an den Grind anzukacheln, was du dann alles noch nicht machst, aber du solltest eigentlich wissen, dass du das machen sollst. Und du nachher so richtig gebuckt und du rausgehst und denkst, ja, die Last auch noch tragen, Dankeschön, ich hätte jetzt gerade nicht gebraucht für vor Montagmorgen, aber ja nur, dann halt. Du andauernden, nie aufhörenden Kampf zwischen meinem Fleisch und meinem Geist. So zumindest sagt es der Paulus im Galater 5. Und meine Erfahrung ist, ich verliere den Kampf sehr oft. Ja, meistens. Wenn ich nicht saumässig wachsam bin, sogar jeden Tag. Und dann fletzt es mich einfach weg und ich liege am Boden zerstreut und zertrampelt und ich fühle mich so wieder, ach, schon wieder. Eigentlich hätte ich es doch wissen können. Eigentlich kann ich es doch gesehen kommen. Eigentlich ist es ja nicht, wenn ich ehrlich bin, nicht mal das erste Mal, wo ich in die Falle hineingeschaltet bin. Oder es ist nicht das erste Mal, wo ich den Fuß zu wenig gelüpft habe und an der Schnur oder am Stecken hängen geblieben bin. Ich kenne es doch eigentlich, ich kenne die Situationen. Und nichtsdestotrotz gehe ich immer und immer und immer und immer wieder um und bleibe in dem Dreck liegen. Ja, stell dir vor, was meine Frau würde sagen, wenn ich mit einem wunderschönen Hemd in den Dreck würde liegen. Richtig, nichts mehr, würde sie sagen. Sie würde es nur noch futurieren. Aber genau an diesem Ort, wenn ich im Dreck liege. Wenn ich im Dreck liege, weil ich vielleicht wieder einmal eifersüchtig bin. Dass der Mitarbeiter
von mir eine Lohnerhöhung gekriegt hat oder das bessere Projekt und ich habe wieder das blöde Ding haben und habe den Rest zusammenputzen. Und wenn ich wieder mal im Dreck liege, weil mich die Versuchung verwünscht hat, dass ich gefunden habe, ja, wenn ich nicht ganz die Wahrheit sage, komme ich vielleicht besser durch. Stand ich vielleicht ein bisschen besser da vor diesen Leuten. Oder wenn ich wieder mal im Dreck liege, weil ich mir mal wieder nicht die Finger davon lassen und gewisse Sachen haben müssen anschauen im Internet, und ich definitiv nicht für meine Augen bestimmt gewesen wären. Auch in meinem Alter nicht. Und meine Frau mich nicht räumen dafür. Im Gegenteil. Oder vielleicht, wenn ich wieder mal im Dreck liege, weil ich einfach mal das Gefühl hatte, ich muss mal wieder so richtig ausrufen, weil mir einfach die ganze Wut mich gepackt hat und ich einfach eine Tabula rasa machen und denen einfach mal meine Meinung geben. Oder vielleicht auch dort im Dreck liegen und ich doch einfach versagt habe und meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden bin und mich selber durchklopfen mag. Oder vielleicht, wenn ich dort manchmal mal wieder im Dreck liege, ja, ich liege oft im Dreck, ich sehe es, wo mein Neid grösser ist als meine Freude an dem, was mein Nächster haben darf und ich nicht. Oder wenn ich im Dreck liege, weil es mir einfach mal wieder nicht gelungen ist, meinen Nächsten höher zu achten als mich selber. Oder wenn ich mal wieder im Dreck liege und so richtig darüber ablästern, was für ein blöder Hype das und das ist. Und dabei ist er nicht mal anwesend, kann sich nicht einmal wehren, kann sich nicht einmal verteidigen. Das ist mal richtig eine dreckige Geschichte. Das ist ein kleiner Einblick in meinen Alltag. Wie sieht es in deinem aus? Kennst du so Situationen? Bist du auch manchmal im Dreck drin? Das ist die Realität. Das ist das Leben. Das ist das Leben, das ist der Kampf zwischen meinem Fleisch und meinem Geist. Und der Paulus sagt schon, mein Geist ist stark, doch mein Fleisch ist schwach. Und wir fliegen immer wieder auf eine Ranze. Da, das ist das Fundament. Glaubst du es, dass es wahr ist? Es hat Antworten. Es hat Antworten, wie du kannst damit umgehen, wenn du immer wieder auf eine Ranze fliegst. Es hat Antworten zu allen deinen Fragen. Und das meine ich wirklich so. Aber, um die Antwort zu finden, braucht es durchaus ein bisschen Zeit, um das zu entdecken, wo die Antwort auf meine Frage jetzt genau könnte sein, auf diesen 1000 irgendwie viele Seiten auch. Und bin ich doch nicht immer wieder versucht, einfach eine schnelle Antwort zu suchen? Ich kann es ja mal bei ChatGPT eingeben, vielleicht geht es schneller. ChatGPT kennt übrigens auch Bibelstellen. Vielleicht finde ich es schneller, vielleicht auch nicht. Das ist die Realität. Dort bin ich. Immer wieder. Und genau dann, wenn ich in diesem keinen Dreck bin, dann kommt der Heilige Geist. Und dann nimmt er seine Finger und hebt sie mir aufs Herz und sagt, Fabio, was ist passiert? Hey, dort. Und mein schlechtes Gewissen hat das schon lange durchschaut. Ich habe es schon lange begriffen, dass es nicht gut war, dass ich schlecht habe geschnürt oder was ich auch immer gemacht habe. Ich habe es schon lange erfasst. Mein Kopf war nicht dumm gewesen. Und ich habe mein Herz ergründet und ich habe es gesehen, jawohl. Und dann kommt der Heilige Geist und er legt seinen Finger auf meine Wunde und sagt, Fabio, schau da genau her. Das ist der Ort für die Buße. Das ist der Ort für die Umkehr. Das ist der Ort, wo ich dich möchte haben. Denn ich bin gekommen, um alles, was du bekennst, reinzuwaschen. Dich von aller Schuld, von allen Fehlern, von allem Versagen, von allem Stolpern, von allem im Dreck liegen. Ich bin für das gestorben. Kein Grund, dich selber zu bestrafen. Kein Grund, 5-mal das Vaterunser und 5-mal das Rosenkranzgebet abzulieren. Kein Grund, 7-mal mehr motiviert in der Bibel zu lesen. Kein Grund, sich selber zu kasteien und selber zu bestrafen.
ich bekomme und ich habe für dich gezahlt. Und zwar einmal ganz bezahlt. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist das Werk, das Jesus da hat. Das ist das, wo wenn ich Gott möchte gefallen, dann falle ich. Aber ich falle nur so weit bis in seine Hand. Und anstatt zu suchen, Gott zu gefallen mit meinem Engagement, indem ich noch mehr schaffe, noch mehr mache, braucht es einzig und allein Bereitschaft von meinem Herz, von mir, in die Gegenwart von Gott zu gehen, ihn um Vergebung zu bitten, Buße zu tun, aufrichtig, zu bereuen, zu bekennen und loszulassen. Denn er hat die Rechnung schon lange gezahlt. Und wenn sie gezahlt ist, dann ist sie nicht mehr nötig, nochmals zu bezahlen. Er hat die Rechnung verrupft. Er hat gesagt, Fabio, du bist rein, es ist gut, du musst nicht mehr. Ich habe bezahlt für dich. Was für eine Zusage. Warum? Warum macht Gott das? Wir lesen Jesaja Kapitel 62, Vers 5. So wie der Bräutigam seine Frau, seine Brut liebt, so liebt Gott dich und dich und dich und dich. Jetzt weiss ich nicht, wer schon mal geheiratet hat und schon mal Bräutigam oder Brut war, aber wir können davon ausgehen, dass das eine der grössten Ausdrucksmöglichkeiten ist von Liebe, die wir Menschen verstehen können. Und Gottes Liebe ist wahrscheinlich noch ein bisschen grösser. Ich verstand sie definitiv nicht immer. Ich verstand, warum ich meine Frau geliebt habe, aber ich verstand nicht, warum Gott mich immer noch liebt. Aber etwas kann ich dir sagen. Du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Genau gleich wie du nichts kannst tun, dass Gott dich weniger liebt. Er hasst, was ich mache, wo nicht in seinem Willen ist. Keine Frage. Er hasst meine Sünde in meinem Leben. Er hasst meine Fehler, die ich mache. Aber die Fehler ändern nicht daran, dass Gott mich mehr oder weniger liebt. Also alles, was ich für Gott tue, ändert nicht daran, dass Gott mich mehr liebt oder mir mehr auf die Schulter klopfen tut. Oder ich für Gott wertvoll wäre. Genau gleich wie es nicht, wenn ich nichts mache für Gott, tut mich Gott nicht bestrafen und sagt, das ist ein fauler Fabio. Ihr kennt die Geschichte von Maria und der Martha. Die Martha, die geschäftig ist und arbeitet und krampft, und Maria, die zu den Füßen von Jesus sitzt. Und die Martha, die nachher zu Jesus kommt und Jesus sagt, hey, du sag mal, sie soll mir gefälligst helfen, ich mag hier nicht mehr allein. Und er sagt, sie hat das Richtige ausgewählt. Ich erkläre dir, warum. Das kennen wir alle. Das ist schon mal in einer Küche gestanden sind. Wie dicht ist das? Ziemlich nicht dicht, kann man so festhalten. Also wenn ich jetzt hier Wasser reinleeren, nein, ich mache es nicht, keine Angst. Ich habe mir ernsthaft überlegt, aber ich mache es nicht. Der Effekt wäre klar. Was oben reinkommt, kommt unten raus. Solange es flüssig ist. Jedes Bild hinkt. Also wenn meine Arbeit flüssig wäre und ich für Gott mache, um wieder gut totstehen vor Gott, wird es keinen Bestand haben. Es wird unten raustropfen. Und das ist das, was Jesus versucht hat, der Martha zu erklären. Denn es kommt nicht darauf an, was du für Gott tust. Wie viel du für Gott tust. Und mit dem möchte ich nicht sagen, dass man nicht die Bibel lesen soll. Mit dem möchte ich nicht sagen, dass geistliche Disziplinen zu vernachlässigen sind. Mit dem möchte ich nicht sagen, dass man faul sein soll. Mit dem möchte ich mehr sagen, es kommt nicht darauf an, was ich für Gott tue. Es kommt darauf an, was ich mit Gott tue. Und zwar in seiner Gegenwart.
sie ausgelegen. Sie überhaupt mal suchen. Ich weiss nicht, wann bist du das letzte Mal in der Gegenwart von Gott gelegen oder gesessen oder gestanden. Und zwar nicht nur 2 Minuten im Sonntagmorgen Gottesdienst, sondern ganz du allein. Du mit deinem Gott. Und hast mir mal zugelassen. Das sind wichtige Momente. Bau dir die Momente unbedingt in den Alltag hin. Und ich rede aus eigener Erfahrung, das ist gar nicht so einfach. Wenn man das nicht plant, wird es heutzutage nicht mehr stattfinden. Weil deine Agenda dich durchtaktet und du irgendwann am Schluss denkst, oh, ich mag gar nicht mehr. Oder, oh, eigentlich hätte ich wollen, aber ups, ja, jetzt ist halt schon zu spät. Ich habe verschiedene Experimente in meinem Leben gehabt, wo ich das versucht habe umzusetzen. Und früher habe ich mir einen Tag pro Monat wirklich fix reserviert und diesen Tag habe ich alles daheim gelassen und ich habe daheim und habe nur ein Wasserfläschchen und meine Bibel mitgenommen, im Rucksack und bin einmal raus einen Tag. Man hat nicht immer das Privileg, dass man das so planen kann. Man hat nicht immer die jobliche Ausgangslage, dass man das sich leisten kann. So. Also ist es nicht unbedingt für alle kompatibel. Und so habe ich das anpassen. Ich habe eine Zeit lang, bevor ich geheiratet habe, bin ich immer am Morgen gebeten mit Gott, habe ich den Tag gestartet und am Oben bin ich eine Stunde gebeten und habe den Tag mit Gott beendet. Das war eine wunderschöne Sache. Und ich habe gemeint, das kann ich so weiterführen. Ja, aber vor 8763 Tagen habe ich gemerkt, irgendetwas hat geändert und meine Frau findet das nicht gleich toll. Wenn ich irgendwie um 4:30 Uhr morgens den Wecker schalte und sie noch eine Stunde zu früh wach ist, oder 2, ja, und dann am Abend komme ich dann ins Bett und wechsle wieder irgendwie um 1 Uhr morgens, nur damit ich meinen Tag mit Gott habe. Das war irgendwie nicht so ganz das gewesen, was sie sich auch so vorgestellt hat wie ich. Und ich habe gefunden, sie kann ja mit mir mitkommen. Aber das hat natürlich auch nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund. Man muss beweglich bleiben, man muss es anpassen an die Lebenssituation, an den Standort, den du hast. Aber wichtig ist, und das möchte ich dir mitgeben, plan es. Schreib es in deine Agenda rein. Du es fett rot markieren, als nicht veränderbar, gesperrter Termin. Nein, ich kann dort keine Sitzung machen. Nein, ich kann dort das nicht übernehmen. Nein, ich kann dort auch nicht beten oder irgendetwas Frommes machen, weil dort ist meine Zeit mit Gott, die ich drin habe. Und ich gebe ihn nicht her. Die ist nicht verkaufbar. Sondern die ist zu wertvoll. Dass ich einfach sage, nein, heute nicht. Heute ist das Wetter so schön, wir können eine Runde joggen. Ich weiß nicht, wer von euch denn heute noch eine Runde joggen. Ich würde gerne gehen, aber ich weiß nicht, ob ich noch darf. Aber das ist eine andere Frage. Aber das Wetter wäre super. Und am Ende des Tages merkst du, oh, hast du noch so viel anderes zu machen gehabt. Und denkst du, oh, jetzt noch joggen. Jetzt bin ich froh, wenn ich ins Bett sinke. Wir sind geknechtet von unseren Terminen. Wir sind geknechtet von dieser Zeit und von den Ansprüchen und von der Geschwindigkeit, wo die Gesellschaft uns so verleiht. Umso wichtiger ist es, dir eine Auszeit zu nehmen. Immer wieder, Tag für Tag. Aus der Ruhe kommt die Kraft. Das ist nicht ein Spruch von mir, den ich erfunden habe, sondern das ist etwas aus der Bibel abgeleitet. Was hat Jesus gemacht? Sich immer wieder zurückgezogen. Und als es noch dunkel war, ging Jesus auf den Berg, er ging in die Stille und so weiter. Also wenn Jesus das schon nötig hatte, in Gegenwart vor Gott zu gehen, wie viel mehr hätte ich es nötig? Wie viel mehr würde mir das gut tun? Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für den Morgen heute. Und ich danke dir, dass ich dir nicht gefallen muss. Und die Sehnsucht, die ich habe, dir zu gefallen, die darf ich einfach auf die Seite legen. Und ich darf wissen, dass du Gott bist, der mich liebt, der mich annimmt. Und ich gefalle dir schon. Und das darf ich in meinem Herzen bewahren, dass ich dir bereits gefalle, indem ich einfach nur bin. Und ich bitte dich, dass du mich ermutigst und dass du mir hilfst, in diesem Kampf zwischen meinem Geist und meinem Fleisch immer wieder mich auf dich auszurichten. Immer wieder die Versuchungen und die Angriffe zu überwinden. Durch dieses Wort, wo in der Bibel, wo uns führt und leitet, wo uns das Licht ist und uns den Weg bereitet. Ich
Ich danke dir, dass du uns erfüllst. Der erklärt, wo uns durchleitet, wo uns offenbart, was dein Willen ist. Danke, erfüllst du uns immer wieder neu mit deiner Gegenwart. Und lasst uns immer wieder lernen, in deine Gegenwart zu kommen und dort auch zu bleiben. Danke, hilfst du mir. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Amen.